Also Leute, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich habe die Schnauze voll von Treppen eben. Und deswegen bringen wir es auf eine etwas schnellere Art und Weise zu Ende. Erstmal Expedition. Leuchtendes Zahnrad. Aber ein besonderer Speer kann uns zerstören. Der Speer von die Lanze von Cresnik. Wollt mich verarschen, ey. So, inselmäßig. Ja, es fehlt immer noch viel. Es fehlt noch viele Freunde. Aber da ist viel. Es ist noch eine Insel. So. Was habe ich getan? Ihr seht momentan eigentlich noch nicht sehr viel. Aber wenn ich hier auf Objekte gehe. Erstmal doppelte Erfahrung. Oh yeah. Level up um 5. Noch einmal Level up um 5. Level up um 10. Oh yeah. Jetzt können die sich aber auf was gefasst machen. 20 fucking Level höher als vorher. 20 fucking Level. Darf man das so im Raum stehen lassen? 20 fucking Level höher. Genau, da sagt auch der Rising Falcon. So, schon viel schöner. So viel schöner, bis auf einer nur. Der hat ein bisschen viel Schaden abkriegt. Warum auch immer. So, wir gehen ja auf ihn los. Weil der mindestens KP hat, das habe ich ja so eingestellt. War wegen Gegner richten, reinrichten und so. Da ist eine Strategie eigentlich. Reinrichten, genau. Viele Leiden immer gerade einen Vorteil reinrichten, aber ey. Es geht auf. Ah, dass die Scheiße nicht mehr so schnell sind. So, fertig geblockt hier. Ja, das läuft doch schon viel besser als letztes Mal. Das ist von 20 Level höher. Cheaten musste quasi. Ja, man könnte ja cheaten sagen, jetzt mal. Ist zwar traurig, aber leider die Wahrheit. Hä? Verlangsamung, Immunarte. Ich glaube, holen wir schnell einen guten Luffy rein. Aua, aua, aua. Das ist wenigstens okay. Deswegen gehen sie auf ihn los. Aua.
Jetzt ist der nächste. Motorcycle, Motorcycle. Kann man die durchbrechen und so. So läuft's. Sehr schön. Und jetzt, genau. So, 15 Minuten. Wir wissen ja, wo die alle sind. Es müssen also eigentlich 4 Stück insgesamt sein, wa? Okay. Einer hier an, der andere auf der anderen Seite. Wird Position getauscht oder was? Sieht so aus, wa? Das ist auch immer unterschiedlich interessant. Wow, was reingelatscht. Auch hier sind's immer andere. Ups, falsche Richtung. Wer ist da am schwersten? Ja, da. Der Flugkäfer. Also theoretisch pro Kampf, wenn es 4 sind, wenn es wieder 4 sind, aber hätte er 3 Minuten Zeit, wa? Christina hat eine halbe Minute jeweils. Ja, könnte aufgehen. Mal schauen, ob es aufgeht. Von der Theorie her zumindest, wa? Hallo, durchlassen. Oh. Scheiß Langsamung. Mann! So. Upp. Das ist eine geile Kombi. So, jetzt noch der hier. Er blockt und blockt, was er kann. Viel bringen ihm jetzt allerdings nicht. Oh, schön auffüllen hier. Sehr gut. Nee, vergiss es. So, runter. Der andere ist sogar da unten, wa? Ist gar nicht mal hoch. Okay. So geht's natürlich auch, gar kein Thema. Und da kommt der Dragoner auch schon wieder. Erstmal alles schön beobachten, wa? Auf wen geht's zuerst los? Ich glaube, der Dragoner, wa? Ja.
Au, au, au. Asen, wo bist du? Ich sehe nur Kuro und Eleanor bei mir, aber Asen sind die... Also der Part oder was? Der hatte keinen Bock mehr. Das tut auch ziemlich weh. Eigentlich müssen wir auf den los. Mann, ich bin doch extra ausgewichen. Mann! Ja, da gehen noch alle auf alle unterschiedlichen Gegner los. Naja. Mann! Betäubt, scheiße. Eigentlich steht's immer noch. Mann, Ace, was macht denn? Jetzt kommt er auch. Eleanor, bleibst du jetzt? Ja, jetzt kommt sie. Schnell ein bisschen heilen. Alter! Da ist echt übel. Hier so ein Kombi-Angriff, zack, 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 bums. Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben noch ein bisschen 2 Kämpfe. Vielleicht haben sie sogar noch ein bisschen mehr. So. Genug Zeit zum Heilen. So, weil ich sowieso vermutlich so gut wie nie mehr brauchen werde. Wahnsinn, war Level 100 jetzt im Durchschnitt und ja. Nicht so einfach, wie wir uns gewünscht hatten. Ja, also wenn sie verwirrt sind, dann geht's ganz schnell. So. Jetzt hoffe ich, habe hier unten alle und ich muss noch eine Treppe hoch. Von der Zeit her, ja, natürlich, wenn es 2 Kämpfe sind, jetzt mit einer Rechtsseite, dann reicht es ja eigentlich, ja. Scheiße. Kann es gar nicht gebrauchen. Nein! So kurz davor, wisst ihr. Ein Sirk. Aber das letzte Mal waren es doch mehrere. Zum ersten. Ja, schauen wir schnell. Was? Nein! Ich bin voll reingelatscht. Eigentlich. So, jetzt aber.
Ja, ja, ich weiß. Scheiß Fähigkeit. Das soll schon der Schwächste sein, wa? Nee, nicht mal. Der Käfer ist der Schwächste. Ah, der Schwächste und KP halt, hä? So, ein bisschen schneller hier. Da haben wir unser dicker Kumpel hier. Der Norman-Liebhaber, sag jetzt mal. So, noch ein bisschen Zeit gewonnen. Als theoretisch noch einer ist, sprich eben 4, dann haben wir noch genug Zeit, den aufzusuchen. Ja. Mal schauen, wa? That was a considerably powerful enemy. Ne, sind echt nur 3. Ja, super. Aber es ist echt kein Bock auf euch. Ich will nur weiter. Ich will den empirischen Thron verlassen. Fall back and regroup. Ah. So. Weiter geht's, Leute. Das sollte jetzt eigentlich der letzte sein. Ich hoffe zumindest noch, weil es noch weiter geht. Ey, Alter. Are we ready for this? Ashtar. Immer wieder episch. Gut, hat natürlich relativ wenig abgezogen. Woran liegt es genau? Natürlich auch über 200.000 KP. Ja, da muss ich natürlich Daumen haben. Kann man das Defense unten? Eigentlich müsste Schade genau dann haben, wenn Defense unten ist. Da spielt Schild Durchbruch. Dann müsste das Timing, ey. Alter, müsste das Schaden machen. Ja, für ein Viech. Drachenbiest Amor. Ja, gut. Die Drachenbiest sehe ich auch so. So. Seht zwar nichts mehr, aber ist egal. Hauptsache kann draufhauen. Die Angriffskraft reduziert sich. Eigentlich voll fies, wa? Was kommt der Quatsch? Den kennen wir noch zu genügen von anderen Gegnern. You try.
Daneben. Die Hälfte haben wir. Also eigentlich mal auf dem Verteidigungsdurchbruch. Dann spiele ich Schilddurchbrecher. Aber hat noch ein bisschen mehr Arten. Ein bisschen mehr mystische Arten. Also sprich Essa. Ich kann nicht relativ häufig mehr gerade. Wow! Mal ein Gegner, sollte vielleicht auch lieber noch ein bisschen warten mit den ersten mystischen Arten. Vielleicht doch lieber warten, wa? Der haben wir drauf, ey. Geostigma. So, komm jetzt aber. Doppelte Erfahrungspunkte. Please, miss. Can you tell us what happened in the heavenly realm? As you wish. As a young Malakim, you have every right to know the nature of the events in which we have entangled you. To the Seraphim, malevolence is as poison. The Earth Dwellers create malevolence and therefore pose a very real threat. Thus, the Seraphim decided to eradicate the surface world, humanity included. But that's insane! There did dwell among the Seraphim those who desired coexistence with mankind. Those more merciful Seraphim made a bet with the ones who sought annihilation. They descended to the earthly realm. They would prove that they could overcome the malevolence and live among the humans. And those Seraphim became the Empyreans and the Malakim. Just so. And when their dream is realized, the heavenly gate will open, and humanity and Seraphim, the heavens and the earth, will be as one. And so, the pact was formed between our realms. But even after tens of thousands of years, that dream has not come to be. There was never any chance. In exchange for making the pact, the remaining Seraphim imposed a rule upon human and Malak. More a curse than a rule, truth told, it made coexistence impossible. From the beginning, the Seraphim decided to cast us and the humans aside and to destroy us together. It was all meaningless, futile. A rule and a curse imposed upon human and Malak. I'm pretty sure I see where this is going. Yeah, I think I get it. I don't like this. Mir gefällt vor allem nicht, dass wir immer noch so eine scheiß Katz fehlt. Das darf nicht wahr sein. Wie lange dauert das noch? Jetzt hat noch eine Ebene. Ah, da ist gut. Oh look, it's another cat's. Well done! You've come a long way to find me here. Meow. Now, as for your reward, If it's another cat's towel, we have plenty already. meow, I think this should still be worth your while. Because I'm throwing in a gel! A gel! Why are you cats so insistent about us having this stuff? Because they're cat's towels! Everyone deserves a cat's towel! Meow. There's something every cat loves! Something the whole world loves! Alright. If you insist, I'll take it.
Now I'm stuck with one too. Sehr gut, sind wir endlich alle. Ja, wie es weitergeht, ich weiß es nicht, ich bin ratlos. Ich mache einen Teleporter und hoffe, dass es 6 Kammern, bitte sagen jetzt echt 10 Kammern sind, dann raste ich aus. Gut, zumindest das ist schon anders als vorher. Das macht doch ein bisschen Hoffnung, nicht wahr? Ich überlege gerade echt, ob ich alles noch in diesen Paar packen soll. Kommt drauf an, wie lange es dauert. Je nachdem wird dann halt die Folge hier sehr lange. Ich habe keinen Bock mehr auf das Teil. Ich will es endlich abschließen. Weil was soll das? Hier gibt's gar nichts. Aber es sieht so aus, als... Ach du Scheiße. Das ist mir noch eine Ebene vor uns, wa? Ich meine, jetzt haben wir die ganzen Katzhandtücher. Also, ja. Also, die nächste Katzenscheme, versteht ihr? Insofern hoffe ich schon, dass ein Hinweis drauf ist. Gut, das Tor sieht jetzt auch ein bisschen anders aus hier. Haben wir es echt geschafft? Um Gottes Willen. Und das ist jetzt ein Seraph. Ja, ich müsste Malak sein. Is that the Heavenly Gate? There's some cutesy looking creature over there. I'm impressed. You have actually made it all the way to the Heavenly Gate. That voice. You're the one who's been speaking to us? Yes, that is me. I am Zuifu, a Malak and former Seraph. Wait a minute. You're a Rapig. Did the curse you mentioned turn you into one? No, that's just how she naturally is. She's like Morgrim that way. That curse is what turns humans and Malakim into demons and dragons, right? That is correct. The Malakim who descended to the surface banded together with like-minded humans. They truly believed they could change the world. But because of the curse, their cooperation came to a swift end. Even minor disputes gave rise to malevolence, and demons and dragons quickly filled the land. The demons shredded the Malakim who loved humanity, and the dragons devoured the humans who trusted the Malakim. Nearly all Malakim abandoned their dream of peaceful coexistence and distanced themselves from humanity. They would forever regret having descended from the heavenly realm. Then every dragon we fought on the way up was here simply because they were trying to get back home. That must be what the cats meant when they said this place has the power to draw in Malakim. What about you? Are you one of the Malakim who gave up? It was futile. Humans with resonance, already rare, dwindled to almost total extinction. Eventually, they forgot the very existence of us Malakim. Malevolence spewed forth endlessly, and again did demons and dragons cover the land. If Innominat hadn't subdued the world and reset the balance, mankind and Malakim would likely be extinct. Is that to say Innominat is a safety valve of sorts? That is precisely his function. Innominat stands as an auxiliary Empyrean, tasked as the final bastion preventing this world's demise. Malevolence spreads, Innominat suppresses, malevolence spreads again. We're stuck in a vicious cycle. Oh my. Seems like we're screwed. Our only hope lay with the Empyrean's Pact Keepers, but... A Pact Keeper? A Pact Keeper is one who possesses an honest heart and strong enough resonance to form a pact with an Empyrean. Unfortunately, the current Pact Keeper, Artorius, is using Innominat's power in an attempt to control the nature of humans and Malakim. Although, when the alternative is an eternal cycle of tragedy, perhaps it is better not to feel tragedy at all. That isn't funny. It's not a joke. I believed in humanity for tens of thousands of years, but there's no point. And what of you?
Do you still cling to the hope that malevolence can be extinguished? That we can coexist? I'm not sure I care. What? I'm tired of you going on and on about how everything is futile, so I've got one thing to say. Wallow in your own misery for all I care, but this so-called earthly world is where we all live. Yeah, maybe it's futile, and maybe it's irrational, but as long as we're born here, here is where we live. Right here, we're living our lives. Humans, demons, Malakim, witch, reaper, exorcist, each one of us. But the time for Innominat's suppression is close at... I will stop it, no matter what. You've learned the workings of this world, and yet... I don't give a damn about Seraphim in some heavenly realm, or the nasty way the world works. When it comes down to it, I'm still me. What I hope for is mine to decide, and no one else's. Well, if everyone said their piece, let's get going. I truly feel your pain. I honestly hope you can find a way to be at ease. You keep on angsting about this heavens thing. Just leave the rest of us out of it. And if you get in our way, we will not go easy on you. Humans are peculiar. They are. They're strange, scary, and they do what they want. But really, if you ask me for my opinion, I honestly don't think that their world is all that bad of a place. Do you think you'll still be saying the same thing when you've become a dragon in the ages to come? I really don't know. But for now, I'll live my life to the fullest. If there exist Malakim and humans like that, perhaps some hope remains after all. Zenris, perhaps there will come a time, as you had hoped, for humans and Malakim and Seraphim. Zenris? Irgendwoher kenne ich den Namen, fällt mir gar nicht mehr ein, woher. Moment mal. Ist das nicht der Name von Opa aus Cestiria? Das ist ein richtiger Name? Der hat Zenris, oder? Alter, wäre so episch, wenn es der wäre. Ja, Frage stellt sich immer noch. Ja, jetzt wissen ja, die Seraphen sind da oben. Schön, die haben da Himmelstor und so. Kann er überhaupt durch? Geht sicher nicht, nee. Ja. Das heißt, am Ende von Cestiria müsste das Tor eigentlich wieder aufgehen. Weil der Bose, der verschwunden ist, was so er dann geschafft hat. Mit Nautilus Hilfe und so, ja, in der Theorie zumindest, war. Also, ich bin immer noch nicht so ganz davon überzeugt. Das Ganze, also vor allem, wir kennen jetzt zwar die Geschichte, schon noch gut, aber wieso heißen die Malak, die auf der Erde sind? Die müssen ja eigentlich immer Malak heißen, Malakim, hä? Aber in Cestiria heißen die trotzdem Seraphim. Warum? Ich verstehe den Grund nicht ganz. So. Letzte Insel lässt ihn noch auf sich warten. Schade. Sieht, da kann man so, gut. Wir haben relativ viele, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Was macht die Katze hier noch? You found me. Thank you so much. Now, to show you my catitude, I'd like to invite you to a nice, soothing bathhouse I found. A bathhouse? Yep, the super spa. One dip in their baths and you'll feel as good as Mew, inside and out. Speaking from experience, I can promise you it's so amazingly perfect, your soul will leave your body. Super spa, is it? Wait, is that why we've been lugging around all these cat's towels? You got it, meow. It's not a mixed bath or anything, right? No need to worry, meow. Men and women both have their own dedicated baths. If you insist. I could definitely stand to unwind after so much fighting. I'm positively tingling with anticipation. You know, it might be nice to have some serious bonding time before the final battle. Actually, I've never been to a bathhouse before. Oh, you're in for a treat. That steam will have your skin silky smooth. And there's nothing like a good drink after a hot bath. This gate of travel will take you there straight away. Feel free to use it anytime. Meow.
Miau, miau. Alter, das ist nicht nur der Ernst. Darum geht's hier. Das ist meine Belohnung. Für die ganze Himmelsteppen-Scheiße. Das ins Bad aus. Oh Gott, ey. Bringen wir sie hinter uns. You know, I'm pretty okay with this. I'll second that. This feels really nice. Yeah. It's like I can feel my soul just floating off with the steam. It feels like all my wounds are melting away. I'll say, the water is just the right temperature. Soothes all the important places. Wait, what? What the hell? Don't splash the water around, Velvet. That's totally bad manners. I can't help it. My legs don't reach the bottom. Oh, wait, am I in Fee's body? Oh, and I'm inside Rokuro. Oh, look at these muscles. I'm actually as tall as I always wished I was. What the devil's going on in here? This is what makes this place so special, Meow. You feel so perfectly divine that your soul floats away and switches bodies with someone else, Meow. Sheesh. Looks like even Bienfu and the cats have swapped bodies. Wait, does that mean that the men are now in our bodies? Well, this place certainly wasted no time in getting weird or awkward. I'm not really comfortable with this. What do we do? I feel like I've got an inner tube strapped to my chest. Aizen, is this another side effect of your curse? As if the Reaper's curse would do something so ridiculous. It's probably just that cat's playing a prank on us. I'm amazed that you can stay so calm despite all of this, Aizen. Ha! This doesn't bother me in the least. My sister and I used to take baths together when we were kids. I suppose that makes sense. Well, we might as well enjoy ourselves. The water here does feel quite nice. Rokuro, you lech! Cover your eyes this instant! Fine, fine. No need to shout, Eleanor. Though I have to say, your body is nicely agile. Though your butt is a bit bulky. Hey! Keep my hands to yourself! Eleanor, don't stand up! Hey, cats! We better not be stuck like this forever. No need for concern, Meow. You'll all go back to normal once you leave the spring. Right then, everybody out. This is just too weird to be relaxing. Actually, before we go, I've noticed the cat's been staring at us for pretty much the entire time. Yeah, that's Bienfu. Smack him for me. Got it. That's too bad. It was such a lovely hot spring. I wish we could have stayed a little longer. No, you really don't. Let's all agree to forget this ever happened. How do you expect us to do that? Don't go asking for things we can't actually do. I said forget it! If you insist, I'll try. Fine. Yeesh. So much for a nice team-building exercise. I feel like this has just driven a wedge further between us. I heard you kept your eyes covered the whole time. Yeah, I did. That's so you. What's the problem? I was just trying to be polite. It's fine. There's no problem. But I didn't cover mine. Oh, Velvet! Why would you even tell me that? Natürlich um ein bisschen zu necken, ultimativ entspannt. Ja, ich weiß nicht, da hat sich dafür gelohnt, die ganzen Strapazen, dass er ein bisschen lachen konnte am Schluss.
Ich weiß doch auch nicht, ey, was ist das für eine Scheiße hier. So, mal ganz kurz gucken. In 16 Kammern, war. Kann man ziemlich ein Tor sein, ne? Ist ein bisschen gut, wir finden ja zwei Teleporter fehlen mir jetzt hier noch. Erste Kammer, zweite Kammer. Machen werde ich es nicht mehr, ist mir zu doof. Reingehen kann ich auch nicht mehr, schade. Egal, Freunde mit himmlischen Steppen, die himmlischen Steppen, ist ja egal, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Levelmäßig sind wir gut dabei, vielleicht ein bisschen zu gut, wenn man Zähler sein soll. Scheiße, sind wir verdammt stark, hey. So, in der nächsten Folge werden wir uns also den Kammer Battles begeben. Es müsste eigentlich alles bereit sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Muss nur ganz kurz etwas gucken und etwas checken, wo leer. Ich glaube, Isolde war's. Mhm. 2, 3, 1, 2, ja. Ich glaube, ich müsste alles haben. Damit man zumindest mit den ersten Kammer Battle schon loslegen kann. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen nur 1 für die Insel. Hier. Also, wie gesagt, es sind ja 15 Inseln oder 15 Meere insgesamt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Genau. Die 15. Wer das ist, keine Ahnung mehr. Jedenfalls, wenn wir alle 15 haben, müssten wir in der Lage sein, nach den letzten insgesamt 4 Kammer Battles zu machen. Aber, soll ich schon mal verraten? Ich sag's mal so, ich glaube, wir hatten den Kampf schon mal in Tales of Xillia 2. Gab's schon mal einen ähnlichen. Oder war es sogar in Zestiria mit Anspielung auf Xillia 2? Also, ist einfach eine Anspielung auf Xillia 2, kann ich schon mal sagen. Und die anderen 3 Battles, die sind eine Anspielung auf Xillia 1. Insofern, wie es weitergeht, in der nächsten Folge wieder hier bei Tales of Berseria. Bis dahin, ciao zusammen.